Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Wir fangen mal gleich mit einem kleinen Raubüberfall auf die Bank des Propheten. Fangen wir gleich mal an. Wo hast du den Lockpick? Ah ja, da. Ja, machen wir doch gleich mal so einen kleinen Banküberfall. So. Ah, das sind ein paar Kinetoskope. Das Wort des Propheten präsentiert. Ein Rückblick auf die Anfänger. 1983, der Tyrann des Propheten. Traum des Propheten wird endlich Flügge, nicht? Nix der Tyrann. Columbia beginnt seine Reise, um Amerikas Vision in der Welt zu verbreiten. Mehr gibt's halt nicht. Dafür habe ich jetzt halt das Tourismusgedöns gekriegt, weil ich es übersprungen habe. So ein Mist. Dann gucken wir es uns halt noch mal an. So. 1893. So. Okay. Gucken wir uns das nächste an. Das Wort des Propheten präsentiert. Was dann Heid? Der Prophet widersteht Feinden, inneren wie äußeren. 1901. Ja, die Boxer nehmen unschuldige Amis als Geiseln. Prophet und Columbia kämpfen für Amerika. Unser Prophet so nebenbei. Was kriegt Columbia? Welchen Dank? Washington zu Comstock, halten Sie sich raus. Wir stehen hinter unserem Propheten. Ja, die Aufnahme kennen wir auch schon. Also das wurde auch schon mal verwendet in irgendeinem Kinetoskop-Gedöns. So, hier gucken wir auch nochmal rein. Das Wort des Propheten präsentiert. Wir trennen uns von der sogenannten Union. 1902. Ein feiges Amerika pfeift seine Westerstadt zurück. Nein, danke, sagt der Prophet. Wir gehen eigene Wege. Columbia sagt sich von Union los und verschwindet in den Wolken. Das habt ihr davor. Alle hopp. Warum auch nicht? So. Hier noch? Wir müssen zu Comstock House, Booker. Ja. Gehen wir wieder raus. Ja, aber erst einmal hier nochmal gute Mülltonne Revolvermunition und die gute Mülltonne Ananas. Das sind immer die beste. So. Und, hier ist auch nochmal Revolvermunition drin gewesen. Präzisionsgewehr und Revolver. Perfekt. Tja, Banküberfall ist hier wohl nicht. Da kommen wir nicht weiter durch. Ja, okay. Gut, mehr können wir jetzt leider in der Bank hier auch nicht erledigen. Ich habe mir das größer vorgestellt, aber gut. Wissen wir Bescheid. Links hat es gespeichert. Deswegen gehe ich jetzt erstmal rechts entlang. Da waren Salze, genau. Und ja, huscht doch. Reicht, wenn ich huscht. So, gucken wir mal, was wir hier hin. Mülltonne Kaffee und Mülltonne Soda. Ganz köstlich. Großer Hochgenuss. Überall die Fetze von der Vox. Marktdistrikt. Hier haben wir noch die Anlegeplattformen für diese kleinen Schiffe, die hier überall sind. So, jetzt ist halt die Frage, ob das rechts wie links miteinander verknüpft ist. Okay. Das kannst du erstmal knacken für 3 Bitte Blocks. Wilson Brothers Company. Alles kaputt. Bottling Wie Works. soll sich die Stadt je davon erholen? Am besten Gar nicht. Ja. Ich wollte gerade sagen, gar nicht. Wäre auch besser so. Ah, da ist noch ein Silberbarrer. Sehr schön. Könnte man jetzt eventuell bei dem Minuteman Armory unser nächstes Gedöns holen. So, Schild. Gut. Ja, wir steigern uns immer weiter. Wir sind schon fast in aller perfekt durch. Okay. Gut. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Schauen mal, ob... Es schreit doch noch Arena-Kampf. The Vox Populi reclaim this place. Ja, die Vox Populi beanspruchen diesen Platz zurück. Proclaim oder Reclaim? Reclaim, ja. Dann beanspruchen sie es zurück. Ah, der hat wohl gerade mexikanische Tätowierung gekriegt, so wie der aussieht. So an der Wache gespannt und dann durch die ganz Gegend geschleift. Herzlichen Glückwunsch.
Hol wieder große Heldentat, die so auf ihr Kappe schieben können. Ananas, nix, Silver Eagle und Orange. Geldbörse. Hier, gut aufheben. Portemonnaie noch und nochmal ein bisschen Geld, was sie hier irgendwo aus der Flamme geholt hat. Todesmütig wie sie ist, die Gutfrau. Okay, da geht's zum Markt. Dann will ich jetzt aber doch nochmal auf der anderen Seite reingucken. Ja, ich weiß, ich weiß. Es ist... Diese Banner. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, blutrot. Passt definitiv. Ja, es ist halt blöd, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat und jetzt das erste Mal hier seinen Blinddurchlauf macht. Dann ist es ja logisch, dass ich noch nicht weiß, was optional ist und was halt so schon geht. Wo es dann in der Hauptstory weitergeht, so rum. So. Dann gehe ich doch erst einmal hier nochmal zu meinem Gunsman, zu meinem Minuteman Armory. Und gucken dann nochmal, wo hier Revolver war. Revolver. So. Gut, der ist jetzt auch nochmal völlig abgegradet. Was wollen Sie mit dem Ding hier haben? Einen Marienkäfer? Pff. Nee, Marienkäfer möchte ich eigentlich nicht jagen. Bringt auch so wenig an Fleisch und was man sonst schon ausschlachten kann an den Dinger. Wo war denn das? Verdammt mich. Jetzt habe ich schon den ganzen Weg vergessen. Ging's dann so lang? Wo ging's dann so lang? Ach ja, hier. Genau. Okay, dann gucken wir uns dann nochmal hier nochmal um. Dum, di dum, di dum, di dum, 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 dim, dum. Di dum, di dum. Ah, hier hätten wir es auch gefunden. Okay. Wäre also nicht nur optional zu kriegen gewesen. Hier haben wir nochmal eine Reihe von Automaten. Das sieht irgendwie so aus wie wir sind kurz vor Endkampf. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, lehn dich mal hier an dem Automat dran. Ja, das ist der Käse, den wir so schon gehabt haben. Sog, Krähe, Sog, Ladung, nö. Brauchen wir alles nicht. Genauso wie das hier. Hier scheinen wieder ein paar gestaltet zu sein. Oder? Naja. Erstmal das gute Soda hier. Hey, hier. Merci. Tödliches Stampede. Gefangen von Männern. Ananas und Silver Eagle. Und Silver Eagle. Mülltonne Geld ist immer das dreckigste Geld. Panzerfaust. Ja, hier scheint es wohl wirklich weiter zu gehen. Dann geht erstmal der Köder los. So. Kann ich nämlich den Sniper so schön ausschalten. Präzisionsgewehr. Harmony Lane. Oh ja, hier ist ganz viel Harmony. So, dann noch der Kopf weggeschossen. Tja. Sieht wohl so aus, als wäre das tatsächlich hier der Ort, wo es weitergeht. Ah, da können wir auch noch durch. Ah ja, da oben ist noch einer. Halte mal eine Gaula. So, Schädel verbädelt. Und Haarnadel. Sehen. Heieieiei, so viel Haarnadelzeug. Da weiß ich hier echt schon irgendwie, was ist optional und was nicht. Emporia Towers. Tja, die Vorsitzende hat man wohl auch niedergemacht. Lockpicks. Ich lass dich auf der Straße. Ups. So. Gut. Gut, dass ich immer noch ein bisschen was parat habe an Revolvermunition. Silver Eagle. Normale Vox Populi Schläger, aber hier geht's nirgends mehr weiter. Ich glaube, das ist Thomas Jefferson, einer von den sogenannten Gründer von Columbia. Okay, gut.
Tja. Jetzt weiß ich echt nicht mehr wo lang. Dann gehen wir halt jetzt erstmal wirklich in the Market District, weil hier scheint es ja wohl wirklich weiter zu gehen. Gucken wir uns halt erst nochmal auf dem Marktplatz um. Tut mir jetzt auch leid, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit wie so ein närrisch Hinkel hier und her renne. Aber wie gesagt, wenn man es das erste Mal spielt, ist das halt leider so. Und ich will ja nichts verpassen. So. Jetzt fertig. Einfach mal so Wasserlache. So. Wir holen uns dann durch die Risse wieder, was wir brauchen. Ich sehe mal ein Rumgerenner. So. Aber da alles mit Haarnadel hier zu öffnen, ist es halt schon etwas ätzend. Da weiß ich halt nie mehr, was ist optional, was ist Hauptstory. Das nervt schon etwas. Ach du Scheiße. Oh Mann. Überall diese miese Vox Populi. Oh nee, der schon wieder. Gut, da springt schon immer der Ketteblitz. So kriege ich euch auf jeden Fall, ihr miese Leute. Trophäe erhalten, kraftvolle Gegner in Kupfer. Alter Falter. Huch. Das ist jetzt eigentlich nur ein Zivilbürger. Zivilbürger würde ich jetzt ungern einfach so umbringen. Genau das, Elisabeth. So, nehmen wir uns auch gleich mal. Was ist das für einer? Armory. Nee, eigentlich gibt es nichts mehr für uns, weil Präzisionsgewehr und jo. Präzisionsgewehr und Revolver sind hier voll upgraded. Dankeschön. Geht wieder alles rasend schnell hier. Leiche durchsuchen. Na, die brennt da noch so schön. Lockpick war noch irgendwo. Dahinter. So. Hier ist das Elisabeth. So, dann ein wenig wie die Vigor. Himmel. Hier haben wir sonst nichts weiter Spannendes mehr. Silver Eagle aus der Mülltonne. So, sorry, aber ich lasse hier wirklich niemand so ekelhaft in der Gegend rumzappeln und rumjockeln. Das ist nicht schön. Gehen wir halt wieder raus und schnappen ein bisschen frische Luft. Geldbeutel mit ein bisschen Geld. Hier ist nichts. Okay. Aber ich glaube, Marktplatz ist eher optional als das andere Gebiet. So, ups. Jetzt haben wir noch ein bisschen einen Schwips uns getrunken. Kann auch nicht schade. Im Geldbeutel ist ein Bier nicht drin. Auch nicht schlecht. In manchen Ländern ist sowas bestimmt auch Währung. So, da haben wir nix. Ja, zurück in 5 Minuten. Ich glaube, du kannst lang warten. Und 3 Picks. Sieht einfach aus. Dann mach's mal auf. Da ist nichts mehr drin. Bitte sehr. So, die Silver Eagles nehmen wir. Die Registrierkasse können wir nicht knacken. Schachtel Schokolade. Ja genau, in Schachtel Schokolade verstecke ich ja immer Obst. Warum auch nicht? Schachtel Mandeln ist nichts mehr drin. Hier ist auch nichts mehr. Karamell ist Müsli und ein Hotdog drin. Ja, gute Karamell-Hotdog. Sandwich in einer Mandelschachtel. Also da hätten sie sich... Ja, genau, in Karamell finde ich auch immer Kaffee. Also da hätten sie sich durchaus ein bisschen mehr Gedanken machen können, was man in eine Schachtel so reinmacht, dass es auch wirklich stimmig ist. Naja. So. Wir nehmen auf jeden Fall mal alles mit, was wir kriegen können. Nix. Und hier ist noch Ausrüstung drin. Blut zu Salz. In 40% aller Fälle lassen Gegner Salz fallen, wenn sie sterben. Okay. Nehmen wir einfach mal mit. Sodala. Ansonsten gibt es hier echt nichts mehr. Schade. Ich habe eigentlich mit Infusion oder so gerechnet, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Hier ist auch nichts mehr, ne? Nee, da aber komme ich an auch nichts dran.
Okay, okay. Das war ziemlich unnötig hier, die 3 Picks dafür zu verschwenden. Das Labor der Lutesses. Alles verlassen. Da kommen wir auch nicht durch. Briefkaste ist auch nichts drin. Ne, da kommen wir nicht durch wegen dem Gitter. Und das Schloss ist leider nicht am Gitter dran, sodass es dann aufgeht. Sobald wir das Schloss knacken. Da ist auch nichts mehr, auch nichts. Jesus. Ups. Hoppala. Jesus. Stell dich am besten noch vor mich direkt, du Blödmann. So. Ah, das ist eine Elizabeth. Okay. Tja, Memorial Gardens. Ein Dollarbill. Den nehme ich zumindest mal dafür. Lockpick. Da ist nix. Silver Eagle. Tja, Hier bevor ist wir... etwas Geld. Jupp. Merci. Dann eine Leiche. Da ist nichts dabei. Tue ich mich trotzdem hier nochmal um. Dass ich hier irgendwas verpasse, was nützlich wäre. Nix. Und der andere geht immer noch kräftig auf Marienkäferjagd. Hier der Werbespruch vom Minuteman Armory. Wenn man nichts verpasst, dann gehen wir mal hier in Memorial Gardens hoch. So. Market District. Okay. Reizend. Leiche mit dem Kuchen. Kommen wir da durch? Tatsächlich. Erstmal hier nochmal gucken. Das Haus kenne ich. Es gehört Albert Fink. Ich liebe seine Musik. Ob er wohl da ist? Albert Fink. Das ist dann wohl der Bruder vom Jeremiah Fink. Und der scheint wohl jemand zu sein, der Sache komponiert. Musiker. Ne, da kommen wir auch nicht rein. Okay. Woher kennen sie denn das Haus? Naja, egal. So, Salz nehmen wir auf jeden Fall an. Mit den Häusern kommen wir hier nirgends rein. Das heißt, wir müssen uns wohl oder übel hier durchschlachen. Da ist noch ein Riss. Alter, komme ich dann durch hier? Ein roter Riss. Wahrscheinlich so, ne? Aber so kommen wir nicht rein. Das Ding ist am Absacker. Da können wir uns auch nicht durchquetschen. Uiuiui. Hängt aber ganz schön hier. Noch einmal. Da kommen wir auch nicht rein. Müssen wahrscheinlich warten, oder? Bis es hier nah genug ist wieder. Dass sich absenkt. Und dann... Jo. Ha. Girls just wanna have fun. Das haben wir jetzt einfach noch so mitkriegt als Riss. Magical Melodies, a division of Fink Industries. Ein Phonograph habe ich jetzt ausgeschaltet und ein Voxophon von Jeremiah Fink. Lieber Bruder, 3 Lockpicks. diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Alter, war das sein Bruder hier? War das Albert Fink? Scheiße, die scheinen ja wohl durch diese Risse tatsächlich sich was geborgt zu haben. Der hat sich die Musik geborgt von anderen Leuten und Jeremiah Fink hat sich von Biologe was geborgt. Eventuell ist da auch ein Zusammenhang zu Rapture, dass die Rapture beobachten in der Zukunft und so möglicherweise ihr Vigor-Kraft auch hierhin? Fragezeichen? Könnte man sich vorstellen mittlerweile. Wenn man als immer so Infos kriegt. Okay, Memorial Gardens. Und hier? Weißt du, ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit.
Kannst du auch nochmal aufmachen? Ja, es ist alles Bitteschön. irgendwie sehr verworren, muss ich sagen. So, da haben wir noch 200. Das ist alles? Keine große Herausforderung. 203 Silver Eagle. Irgendwo ist er jetzt auch nochmal hier gerannt. Ach do. Na klasse, Columbia brennt. Hundescheiße. Sieht echt nicht gut aus, Mann. Aber ist vielleicht besser, wenn Columbia abschmiert. Ich habe Geld gefunden. Ja, dankeschön. Ist vielleicht wirklich besser so, wenn Columbia abschmiert. Dass es irgendwo hoffentlich in der Ozean kracht und nicht auf irgendeine Bevölkerung noch runter. Aber ich glaube, Columbia schwebt immer so ein bisschen über Amerika rum. Deswegen, ja, dass Columbia irgendwo abstürzt über bevölkerte Teil von Amerika. Huch, da guckt sie. Okay, ja, sieht echt nicht gut aus. 25 von 37 Tourist-Dinger. Comstock Victory Square. Dann sollten wir noch zum Memorial Gardens. Weil Victory Square und Comstock, das sieht eher so aus, als würde es dort wirklich durchgehen. Wird es dort wirklich durchgehen, wo wir hier sollen. Das andere Gedöns, Harmony Lane, sollten wir vielleicht auch noch mal entlang laufen. Leider ist es irgendwie nicht miteinander verbunden. Alles hier. Okay. Na gut. Dann gehen wir halt hier. Sind wir wieder bei Salze, Schrotflinte. Oh, Memorial Gardens scheint wohl hier der Friedhof zu sein. Okay, neues Buch. Schrotflinte. Oh, Our Lady. Das ist das Grab von Lady Comstock. Diese Silver Eagles können an Wert verlieren, aber Gold ist wertbeständig. Der Bursche hier hatte Karies. Der Bursche hier hatte Karies, ja. Danke für die Info. Zeit ist gekommen! Genau, das ist gerade so kracht. Da haben sie neue Gräber auskover. Ich schlachte dich ab! Wie ist das? Immer so blutdurstig. So, locken wir die Kerle doch erstmal raus. Ah ja. Dankeschön. Genau das kann ich gut gebrauchen jetzt. Waren anscheinend nur 2 Populi. Gatling Gun, die brauche ich gerade nicht. Ja, Gründerlügen. Ja, da hängt auch schon einer, der auch schon Saach rausgepopelt kriegt hat. Dann haben sie ihn an Ra gezündet. Also die machen hier offensichtlich keine halbe Sache. Zuerst Aach rausroppe, dann Aufhänge und dann A-Zünder. Ja, lecker. So Leute, macht's doch immer Spaß. Da haben wir noch Karabinermunition. Und dann gucken wir uns mal auf dem Friedhof hier um. Wird wahrscheinlich jetzt auch nochmal mal letzte Amtshandlung in der Episode sein. Lutiz. Ja, die 2 wollen sie wohl anscheinend auch umbringen. Horder. Dann hätten sie schon erwischt. Und mit Salz bestattet. Das finde ich freundlich, dass die hier noch eine Beigabe dazugeben. Okay. Leiche, die wenigstens noch ein bisschen Geld hin. Da komme ich nicht dran. Da ist nämlich noch Ausrüstung. Tja. Genau, tja. Da geht's zu Lady Comstocks Grab. Oh, die haben sie auch schon angezündet. Ah ne, das sind Feuerschale, die generell hier sind. Okay. Puh. Also das ist dann Elisabeths Mutter. Wundert mich, dass er Doku-Gespräch angefangen hat. Und hier Medizin-Kits. Tja. Tja. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich lang muss. Wo ich noch optional hingehen könnte. Weil hier haben wir jetzt anscheinend auch alles erledigt in Memory Gardens oder Memorial Gardens oder wie es Käse hat. Our Lady in Memory. Na, da kommen wir nicht durch. Zu ihr kommen wir nicht durch und sie hat nichts zu sagen. Ich hätte jetzt wenigstens mit einem optionalen Gespräch oder so gerechnet. Da kommen wir auch nicht durch. Schade.
Elizabeth? Ja. Oh Gott, sag ich würde ganz gern durch. So, da war nur die Gatling Gun. Und hier war noch der aufgeknüpfte Eugli. Ansonsten gibt es hier nichts mehr Spannendes für uns. Na gut, dann war das mal Memorial Gardens. Und dann kehren wir nochmal zurück zu dieser Comstock Victory Lane. Das interessiert mich jetzt selber, ob es hier in der Geschichte weitergeht oder ob das auch wieder was Optionales ist. Na, musste kurz nochmal laden. Ab und zu renne ich anscheinend so schnell durch hier. So. Und diese Statue wieder von Comstock. Wenn ich es alles nur wüsst. Ich habe dann immer so... ich weiß nicht, ich habe da immer... Comstock Haus. Okay, das ist doch eindeutig. Da geht's dann doch wirklich weiter. Ja, ich habe halt immer so schlechtes Gewissen dann, muss ich sagen. Weil ich dann immer denke, nee, mich juckt's jetzt einfach dieses Optionale halt noch zu machen. Und wenn ich das nicht hab, das ist doof. Dann ist es wie so Weiße im Nacken, was ich nicht loskrieg. Sind schon fast so, ist schon fast zwanghaft. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass es zwanghaft nennen wird, aber es stört mich. Es stört mich halt einfach. So, dankeschön. Das ist Vigor. Nichts Spannendes mehr für uns. Okay, ich mag jetzt gerade noch checken, ob das verlinkt ist mit dieser Harmony Lane. ZH Comstock Victory Square. Ich mag gerade noch gucken, ob das jetzt verbunden ist mit einem anderen Bereich, den ich jetzt schon aufgerahmt habe. Wenn ja, dann den ich nämlich direkt ins Comstock Haus gehe. Downtown Emporia. Gut, dann haben wir schon erledigt. So. Okay. So, erstmal dann die Box. Gut. So. So, ich bin auch nicht dein Freund. Und deiner genauso, wenn ich. So. Von dem bin ich aber der Lockpick habe. Oh. So, Mistkerl. Ich flatter erst schon die Leiche so gut wie es geht. Bevor ich ja weiter kämpfe. So, oh. So. Habe ich dich. Okay. Da ist noch eine Box. Dankeschön. Okay, das war das. Egal. Ach, wenn die Episode jetzt heute wirklich lang wird. Bei 30 Minuten dürften wir jetzt, glaube ich, schon sein. Ist mir jetzt egal. Ich will einfach Gewissheit haben. Ich will jetzt hier Gewissheit bezüglich Gebietsverlinkung oder nicht. So. Ja, ich merke, wenn ich so ein bisschen nervös werde, dann fange ich an, eher mal ein bisschen hochdeutsche Brockerei zu schmeißen. So, hier ist nix. Das ist Gemüllton. Hier war noch eine Deckung. Da ist geschlossen. Da geht's nirgendwo weiter. Sackgasse, Salz ist voll. Downtown Memorial oder was war das hier? Maschinengewehr. So, ist mir jetzt wie gesagt egal, auch wenn es jetzt eine 40-Minuten-Episode wird. Ich will Gewissheit hier haben. Ich probier's mal. Picks. Und außerdem habe ich mir vorgenommen, heute nicht mehr als 7 Episode aufzunehmen. Heute habe ich nämlich nur Bioshock Infinite aufgenommen. 60%ige Chance, verwundbare Nahkampfziele kritisch zu treffen. Treffer verursachen 25% mehr Schaden. Magazingröße. Nö. Nehmen wir einfach so mit. Ja, wie gesagt, heute wollte ich nicht mehr als 7 Episode machen und das wäre jetzt etwas doof, wenn ich jetzt nochmal hier cutte würde. Da hätte ich ja mehr gemacht, als ich wollte. Vor allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte,
In Ihrem Stammbaum gibt es 1, 2 Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws darin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilgen. Ja, tolle Lektion. Also Comstock ist definitiv ein extremer Unsympath. Ich glaube, der wäre ein super Freund von Andrew Ryan wäre, wenn die in derselbe Zeit gelebt hätten. Columbia und Rapture wären bestimmt hervorragende Handelspartner wäre. So, Quatsch. Wollte ich das? Der hat schon Zeit für all den Papierkram. Dollar Bill, Armory, Beni Vidi Vigor. So. Okay, das Zeug holen wir uns. Das Zeug holen wir uns. 8. Vigor hat nichts Spannendes Neues für uns. Nix. Okay, guck mal. Downtown Emporia. Da kommen wir nicht hier. Okay, dann müssten wir theoretisch wieder... Ah, Harmony Lane. Okay, okay. Ist doch alles miteinander verbunden irgendwie. Okay. Ja, wir sind mit ein paar exekutiert worden. Gut, 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 gut. Silver Eagle, Harmony Lane, ja. Da war ich ja schon bei der Harmony Lane. Dann gehen wir jetzt nochmal hier den ganzen Weg. Gehen dann ins Comstock-Haus, weil dann denke ich doch mal, dass gespeichert wird. Und dann kann ich die Episode beenden. Also sorry, wenn die Episode jetzt heute wirklich eine Langwoche ist, aber ich wollte einfach diese Gewissheit haben. Ist es hier... Sind die Gebiete miteinander verbunden oder sind die separat? Und außerdem... Oh. Horder. Und außerdem wollte ich, wie gesagt, nicht mehr als 7 Episode aufnehmen. Auf der anderen Seite hätte ich die jetzt gestückelt. Hätte ich halt 8 Episode gemacht, aber jeweils 20 Minuten wären es halt nur gewesen. Man kann es halt als nie wissen, was so noch hier über den Weg läuft. Ja, es ist halt immer diese Ungewissheit bei blindem Let's Play. Neue Stiefel, Umarmung des Vampirs, Nahkampf-Kills verleihen Gesundheit. Nö. Nehmen wir nicht. Außerdem nehmen wir keine Vampirstiefel, die zähen. Git. So. Dann war das hier alles. Gruselmusik. Alter. Diese gruselige Kindermusik hier, da von Kindern gesungene Musik. So, Salz ist auch wieder voll. Revolvermunition ist voll. Pistole, Leiche. Ja, ja. Mehr vom besten Wein, Jim. Du kommst nicht davon. So. Der beste Wein für die Gentlemen kann ich ersparen. Die habe ich jetzt nämlich gerade über den Haufen geschossen. Der sollte mal gucken, dass er wegrennt. So. Der kann machen, dass er fortkommt, der Kerl. Mit dem habe ich nichts am Hut. Der ist mir ziemlich egal. So. Okay. Im Fass ist leider nichts mehr. Da haben sie noch eine Frau massakriert, die Gentlemen. In dem Fass war anscheinend auch nichts. Und was ist das? Höre ich immer ganz gern. Voxophon von Lady Comstock. Heute Nacht schlug der Prophet gegen seine politischen Gegner los. Er predigt Gnade, aber 40 Menschen liegen heute tot in anonymen Gräbern. Wenn es einen Menschen gibt, der der Gnade unwürdig ist, dann ist es mein Mann. Doch als ich jenseits aller Vergebung stand, bot er sie mir trotzdem an. Wie kann ich jemandem die Vergebung verweigern, der sie mir so liebevoll gewährte? Alter. Ich glaube hier irgendwie, dass der selber seine Lady Comstock umgebracht hat. Und es dann halt der Dienerin in die Schuhe geschoben hat und dann somit seine eigene Nemesis erschaffen hat.
Das ist schon übel. So, da laufen do. Da geht's noch wohin? Ah ja, genau, da waren wir schon. Genau, von da komme ich ursprünglich. Von da komme ich, dann können wir jetzt hochgehen, dann haben wir alles. Alles klar, gut. Die Gebiete sind durchforstet. Ich kann ins Comstock-Haus gehen. Und da wird es dann hoffentlich speichern. So, also vielen lieben Dank, ihr liebe Leute, für euer Geduldheit. Das war wirklich sehr großzügig von euch. Die Episode war halt wirklich lang heute. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich weiß, Kai, du beschwerst dich also mal, dass es dann so lang ist, dass man als nicht nachkommen kann mit dem Gucker. Aber wie gesagt, Let's Plays sollen ja auch nicht zur Hast da sein. Die guckt man sich ja auch an, wenn man die Zeit dafür hat und wenn man sie sich einfach nimmt. Zwanghaft muss ich hier keiner bei mir irgendwas angucken, das würde ich auch gar nicht wollen. Ah ja genau, da war ich schon drin. Deswegen ist schön, wenn ich auch mal ein bisschen länger machen kann, finde ich. Und ich denke, andere Leute freut's auch, wenn ich mal ein bisschen länger machen kann. Aber für die, die einfach die Zeit teilweise nicht haben und bei denen es ein bisschen schneller gehen sollte, tut man dann leid, wenn es ein bisschen länger dauert. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Da sind überall die Polizeischilder schon. Tor liegt Comstock House. Dann sind wir ja hier genau richtig. In Comstock oder bei Comstock House derzeit noch. In Comstock House sind wir in weniger Aare Blicke. Nachdem wir erstmal die Leiche geflattert haben. Wie sich das gehört. So. Silver Eagle. Und dann gehen wir nochmal hier rein. Tor öffnen. Comstock, wie reizend Sie zu sehen. Wundervoll, dass Sie mal vorbeikommen. Besonders nach Ihrem schmerzlichen Tod vor 19 Jahren. Ja, genau. Comstock? Das Kleid. Ach Das ja. Ding hat mich für meine Mutter gehalten. Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Oh. Gehen wir zu ihrem Grab. Oh. Finde die Krypta von Lady Comstock nett. Das heißt, wir gehen in der nächsten Runde wieder morgen noch Memorial Garden und dürfen nachher die Hand abhacken. Na, das wird ja ein Spaß. Also wir sehen uns dann morgen dazu zu dieser lustigen Friedhofsleichenschänder-Ghoul-Parade. Also machen's gut und bis morgen dann wieder bei Let's Play BioShock Infinite auf Pelzig. Iron Yankee.